nix wie ein Ärger jeden Tag. Ich bin am Mond so voller Kummer, nix wie Ärger jeden Tag. Für hier die Gott, meine schöne Geibon, da wo ich wohn und gewachsen bin, da wo ich wohn und gewachsen bin. Ganze 6 Jahre bin ich schon blockt worden, nix Schönes auf der Welt für mich. Ich streif durch die Welt, das ist mein Schicksal, hab keine Freund, nicht weit und breit, hab keine Freund, nicht weit und breit. Für die Gott, mach's gut, mein Spatzel, ich werd die wohl nie wiedersehen. Ich muss weiterziehen, wo's mich nicht finden, selbst wenn ich sterben muss auf den Weg, selbst wenn ich sterben muss auf den Weg. Du kannst mich eingraben, ganz tief im Wald drin, da wo ich liegen kann so viel Jahr. Such da doch einen anderen, der dich gern hat, während ich schlaf im schwarzen Loch, während ich schlaf im schwarzen Loch. Ja, das kann schon sein, dass alle meinen, ich bin ein Fremder grad für dich. Doch eins muss ich wissen, ja das versprich ich, im Himmeltraum, da find ich dich. Im Himmeltraum, da find ich dich. Das war der Man of Constant Sorrow. Die Version ist angelehnt an die Version aus dem Film Oh Brother Where Art Thou, in dem Fall gespielt von Dan Tyminski. Und genau, der Song an sich selber ist aber ein alter Folksong, schon von ziemlich jedem Folk- und Amerikaner-Musiker aufgenommen worden, in der Country-Musik und sowas, von Bob Dylan über Blackberry Smoke, also alle möglichen Genres. Ist der verarbeitet worden. Grateful Dead haben Versionen, Jerry Garcia Solo, alles mögliche. Auf jeden Fall, genau, meine Version ist jetzt ganz klar angelehnt an die von Dan Tyminski. Das ist der praktisch in dem Film Oh Brother Where Art Thou die Stimme, also die Gesangsstimme dem George Clooney geliehen hat. Ja, das ist, der Dan Tyminski ist ein Bluegrass-Musiker, ein sehr bekannter Bluegrass-Musiker, ist in einer der bekanntesten Bluegrass-Bands, die heißt Union Station und ist praktisch die Backing-Band von der Alison Krauss. Die wiederum ist die wahrscheinlich bekannteste und größte Stimme im Bluegrass in Amerika, die es gibt. Hat schon mit allen möglichen Künstlern zusammengearbeitet und hat eine der schönsten Stimmen überhaupt. Kann total mystisch sein, kann aber total kraftvoll auch sein und ist auch noch eine grandiose Geigerin. Checkt es unbedingt einmal aus, Alison Krauss und Union Station. Tolle Musik, tolle Musiker. Und ich bin durch diesen Film Oh Brother Where Art Thou überhaupt zur Bluegrass-Musik gekommen und erstmal, aha, was ist das da? Ne? Es ist kein Country, und es ist aber auch kein Folk, es ist irgendwie so ein bisschen dazwischen drin. Bluegrass ist so das Klassische, da wo du Besetzung klassisch ist, Akustikgitarre, Banjo, Geige, Kontrabass und Mandoline und alle singen wie die Zeisel natürlich alle dabei.
Und genau, das ist so die Aufstellung von dem Ganzen. Wer sowas auschecken will, geht's einfach mal auf YouTube und gibt's Bluegrass ein. Es ist eigentlich das Herz ist unglaublich alt, aber eigentlich ist Bluegrass erst entstanden in die 40er Jahre, sowas. Bill Monroe war praktisch einer, der das so schon langsam angefangen hat, diese Musik einzuführen und genau, ist dann sehr, sehr populär geworden und nach wie vor sehr populär in Amerika. Gibt unglaublich viele Bluegrass-Festivals auch. Und ja, das ist jetzt so eine Bluegrass-Nummer, die auch wahrscheinlich jede von diesen Bands irgendwie drauf hat, von diesen Gruppen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schaut oben oder unten in die Links, vielleicht ist selbst dabei, wie ihr mich gern unterstützen möchtet. Und natürlich kämen jetzt am Schluss die mich monatlich unterstützen, meine Patreons. Herzlichen Dank.